jetzt zu denen nicht wenigen gehörst, die Heim mit dem Fiebermesser und dem heißen Tee auf dem Nachttischli und unter der Decke Biber ist, dann möchte ich dich ganz besonders grüßen und sagen, du bist nicht allein, sind viele mit dir. In unserer Predigtserie geht es um das kraftvolle Zusammenspiel von unterwegs und von sein. Unterwegs und von sein, von dem Wortspiel. Ich bin in dieser Serie hellwach. Letzten Sonntag hat mich der Reto Lussi herausgefordert. Ich habe mich fragen, ist das mit dem Jesus ein Add-on, so auch noch nice to have in meinem Leben? Oder stehe ich in dieser aktiven Nachfolge? Bin ich unterwegs mit ihm? Was für einen Preis darf das Unterwegssein mit Jesus kosten? Wo habe ich noch wie viel Potenzial? Ich habe mich das diese Woche gefragt. Und heute knüpfe ich noch einmal daran an, im Unterwegssein. Und der Untertitel heute heisst, der grössere Sinn vom Leben entdecken. Unterwegs wie Jesus. Wir tauchen heute ein, ganz tief in ein Kapitel, in Matthäus Kapitel 9 und schauen, wie Jesus unterwegs war. Riesig, was da in einem einzigen Kapitel alles zusammenkommt. Also, ich mute euch einige Bibelverse aus einem Kapitel zu und wir wollen schauen, wie hat Jesus reagiert? Wie ist Jesus unterwegs gewesen? Wie hat er das gemacht? Vers 1. Jesus stieg ins Boot, fuhr über den See und kehrte in die Stadt zurück, in der er wohnte. Jesus ist nicht immer unterwegs gewesen. Er hat oft dort gewirkt, wo man ihn kennt hat, dort, wo er seine Wohnung, sein Zuhause hatte. Vers 2. Einige Männer brachten einen Gelähmten auf einer Tragbahre zu Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist eigentlich eine meiner Lieblingsgeschichten mit Evangelien, weil in einem anderen Kapitel steht, oder in einem anderen Evangelium die gleiche Geschichte steht, dass kein Platz war. Also es sind ganz viele weise Leute und religiöse Führer sind da rumgestanden um den Jesus herum. Der Eingang war blockiert und er hat wahrscheinlich eine fantastische Rede gehalten, nehme ich an. Und plötzlich hat es grapsch gemacht, oben das Dach abdeckt und der lahme Mann, Peng, ist vor den Füßen von Jesus gelegen. Und Jesus hat gesagt, weisst du was, jetzt bin ich ein Prediger, jetzt musst du hören. Eben nicht. Ich bewundere auch die Leute, die den Gelähmten gebracht haben auf dieser Tragbaren. Es braucht ein bisschen Mut. Es braucht eine gewisse Sturheit. Es braucht ein gewisses Durchsetzungsvermögen und ein Vertrauen, dass Jesus sich in einer von seinen besten Predigten einfach stören lässt. Wir lesen weiter, Vers 9. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Jesus interessiert sich da für einen nicht ganz koscheren Mann, der mit der Besatzungsmacht der Römer zusammengeschafft hat und darum verachtet und ausgeschlossen war von der religiösen Elite. Vers 10. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Das war eine rechte Blatter, oder? Der Matthäus hat andere Zöllner, andere ausgeschlossene Leute von der Religion, ausgeschlossene Leute eingeladen, zusammen mit ihnen 12 Jüngern. Es hat eine rechte Fete gegeben, hat er mit denen gefastet und gegessen. Vers 20. 18 zuerst. Während Jesus noch mit den Jüngern des Johannes redete, kam einer der führenden Männer des Ortes, warf sich vor ihm nieder und rief, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm doch und lege deine Hand auf, dann wird sie wieder leben.
Jesus stand auf und folgte ihm. Auch seine Jünger kamen mit. Jesus hat sich da stören lassen im Gespräch mit seinen Jüngern. Vermutlich ein Lehrgespräch, etwas Interessantes, etwas Spannendes. Da ist einer gekommen und gesagt, Jesus, du musst mitkommen, ich habe ein familiäres Problem. Und Jesus hat seine Jünger mitgenommen und ist gegangen. Er hat aber nicht direkt gehen, weil unterwegs hat es einen Zwischenfall gegeben. Es heißt im Vers 20, unterwegs drängte sich eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt, von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Vers 22. Jesus wandte sich um, er sah die Frau an und sagte zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Also unterwegs zu dem Notfall hat sich Jesus aufhalten lassen von einer Frau, die schwer krank war, die ihr ganzes Geld an die Ärzte gegeben hat, steht in einem anderen Evangelium, und darum verarmt ist. Vers 23. Als Jesus schließlich ins Haus jenes führenden Mannes kam, ich habe mir überlegt, wie unterschiedlich das die Menschen waren, wo Jesus sich aufhalten lassen hat. Wie unterschiedlich die Menschen waren, wo Jesus für sie Zeit genommen hat. Und kaum war er in dem Haus von dem führenden, leitenden Politiker oder was auch immer, vielleicht auch vom römischen Feldherr, ist es gerade wieder weitergegangen, wieder einen ganzen Change zu anderen Leuten. Vers 27. Als Jesus von dort weiterging, folgten ihm 2 Blinde und riefen, hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids. Und es geht gerade weiter, im gleichen Kapitel. Die beiden waren nicht zur Tür hinaus, da wurde ein Besessener, der stumm war, zu Jesus gebracht. Und noch als Abschluss in dem Kapitel, wo ganz viel Begegnung, Bewegung, unterwegs drin ist, heißt es im Vers 36, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. So weit das Eintauchen in das Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Das so im Zusammenhang zu lesen, berührt mich. Es hat in mir in der Vorbereitung einen Hunger geweckt, von Jesus zu lernen und ihm gleich zu machen. Wir sehen, wie Jesus mit seinen begrenzten zeitlichen Ressourcen umgegangen ist und wie er den Menschen begegnet ist. Wir sehen 3 Beobachtungen in diesen Texten, die ich mit euch anschauen will. Die erste Beobachtung heisst, Jesus hat sich unterbrechen lassen. In den Evangelien, in allen sehen wir, wie sich Jesus immer wieder unterbrechen lassen hat und sich auf Begegnungen im Unterwegssein eingeladen hat, stören lassen hat, seinen Plan über den Haufen gerührt hat und er hat beim Eichen viel zu tun gehabt. Hat unser Leben, hat dein Leben Platz, hat mein Leben Platz für Unterbrechungen? Oder ist es so durchgetaktet, dass nur das sein darf, was eingeplant ist? Darf der Heilige Geist uns unterbrechen? Auch wenn es eigentlich gerade ungelegen kommt. Gehen wir im Raum. Im Town Village haben wir einen schweren Unfall gehabt und auch größere Krankheit. Und ich bin so erstaunt, wie viele Männer und Frauen im Town Village sich unterbrechen lassen haben und jetzt Essen kochen, ins Spital fahren, einfach mithelfen, weil sie gemerkt haben, da ist eine Not, da brauchen uns Menschen. Könnte das auch in deinem Umfeld, wo nicht Town Village heisst, geschehen, in deiner Nachbarschaft, bei deinen Freundinnen, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, in deiner Umgebung.
Ja, Jesus hat sich zwischendurch auch entzogen, das ist dann wieder das Sein, oder? Er hat nicht immer nur gearbeitet, er hat nicht immer nur Begegnungen gehabt. Es gehört eben beides dazu, das Unterwegssein und das Sein, das sich sammeln und das bei Jesus zur Ruhe kommen. Beides gehört dazu. Die erste Beobachtung heisst, Jesus hat sich unterbrechen lassen. Die zweite Beobachtung, in dieser Stadt, wo er gewohnt hat. Jesus war an verschiedenen Orten unterwegs gewesen, aber in dieser Stadt, wo er gewohnt hat, hat er auch gewirkt und vieles ist passiert. Es geht nicht darum, dass unser Missionsfeld irgendwo muss sein, sondern dort, wo wir im Alltag sind. Beim Spielplatz, bei der Nachbarschaft, im Geschäft, im Office, auf der Baustelle. Die Leute sind von Jesus zu Jesus gekommen, weil sie gewusst haben, was er für einen Ruf hat. Weil sie gewusst haben, dass er niemand abwimmelt. Es sind so unterschiedliche Menschen gekommen, so Gelähmte, Zöllner, Sünder, Jünger, Nachbarschaft, Mächtige, Kranke, Blinde, Besessene, querbeet sind sie gekommen. Weil Jesus bekannt war, dass sich Zeit nimmt. Wofür bist du bekannt? Für was bist du bekannt? Bist du bekannt, dass dich die Leute interessieren? Sind wir bekannt, dass wir den Leuten zuhören wollen, wirklich wissen, wie es ihnen geht? Ich verschrecke immer wieder über meine Beobachtungen, dass wenn ich mit Menschen, fremden Menschen ins Gespräch komme oder auch Menschen, wo wir doch nicht ganz fremd sind, auch ein bisschen näher. Und ich sie frage, was machst du, wie geht es dir und so weiter und so fort, wie oft gar keine Zurückfrage kommt. Ist das auch schon aufgefallen? Einfach so, ja. Wir sind jetzt gerade in der Ferien, meine Frau und ich, und ab und zu, es war zwar alles in Englisch, ein bisschen schwierig, die Amerikaner kannst du nicht verstehen. Und die Australier sowieso nicht. Aber doch, die aber verstanden haben, gefragt haben, wo kommst du her, wo gehst du her und so. Und die haben bereitwillig geantwortet, aber einmal zurückfragen, was ich schaffe oder so. Boah. Bist du bekannt, dass du dich interessierst für die Menschen? So wie Jesus bekannt ist, dass sich interessiert hat für die Menschen. Das Dritte, was man beobachtet, ist, dass Jesus von tiefem Mitgefühl ergriffen war. Nicht von den Menschen ist Jesus nicht egal im Unterwegssein. Er hat sich tief bewegen lassen. Das griechische Wort, das da steht, heisst, wo er die Menge gesehen hat, ist er bis ins Innerste bewegt gewesen, oder auch so, dass es die Eingeweide umdrehte. Also das war ein ganz starkes Mitgefühl gewesen. Ganz starkes Mitgehen innerlich mit der Not der Menschen. Lassen wir uns berühren. Ein guter Start, um uns berühren zu lassen von der Nöten der Menschen, ist es, wenn wir ihnen zuhören. Wenn wir ihnen Fragen stellen, wenn wir auf sie hingehen. Und das geht quer durch die ganzen sozialen Schichten. Ob bekannt oder nicht bekannt, ob erfolgreich, äußerlich oder nicht erfolgreich. Wenn wir auf die Menschen eingehen, werden wir bekannt werden dafür, dass man mit uns reden kann, dass wir ein offenes Ohr haben, dass wir Zeit haben einmal für ein Gespräch, dass wir uns interessieren, wie es den Menschen geht. Wie der Vater mich gesandt hat. Jesus sagt zu seinen Jüngern und zu dir und zu mir, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Freunde, wir sind in die Welt gesendet. Wir sind Beauftragte. Wir sind Menschen, Frauen und Männer, die im Auftrag unterwegs sind. Wir sind beauftragt, in die Schuhe von der Bereitschaft, nach Epheserbrief 6 zu laufen. Ich habe da meine Fitnessschuhe mitgenommen, wo ich 3-mal in der Woche ein Fitnesscenter anlege. Keine Angst, ich mache es erst seit 1,5 Monaten.
Aber immerhin. Mich hat jemand gefragt, ob ich zu denen gehöre, die einfach Anfang Januar kommen und dann nie mehr gesehen. Der hat gesagt, nein, ich komme immer wieder. Freund, wenn du morgen deine Schuhe anlegst, jetzt habe ich ein Löchchen in der Söcke, habe ich gesehen. Ich habe die Kamera ein bisschen. Wenn du morgen deine Schuhe anlegst, dann sag dir doch, ich lege die Schuhe von der Bereitschaft an. So wie es im Epheserbrief Kapitel 6 steht. Die Schuhe von der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Oder mindestens Zeit zu haben für Menschen, die Schuhe von der Bereitschaft anzulegen, um den Menschen zuzulassen. Das Gebet um Führung durch den Heiligen Geist in dieser Frage ist so kurz, wie ein Schuhbinden von dir ist. Und du kannst so in den Tag starten mit den Schuhen von der Bereitschaft. Warum nicht jeden Morgen das Gebet sprechen, beim Schuhbändel zumachen? So wie Jesus seine Jünger gesendet hat, so sendet er uns. Wir sind auch mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, wie die Jünger ausgerüstet sind. Der Heilige Geist lehrt uns und der Heilige Geist gibt uns die Gelegenheit. Hör nicht gerade auf, wenn du am ersten Tag die Schuhe von der Bereitschaft anlegst und nichts passiert. Hör nicht auf, wenn in der ersten Woche nichts passiert. Hör nicht auf, wenn in der zweiten Woche nichts passiert. Mach weiter. Bet das. Und ich bin überzeugt und ich erfahre selber, dass wir da und dort wirklich den Jesusdienst den Menschen machen. Andere Menschen ermutigen, die entmutigt sind. Wenn du natürlich die ganze Zeit auch in das negative Horn blasest, musst du nie das Gefühl haben, dass die Menschen dir nachher etwas anvertrauen. Wenn du die ganze Zeit über den Chef negativ redest und über die ganze Wirtschaftslage und überhaupt und noch jetzt Amerika und das und dies und das jenes und das und dieses, dann musst du nie das Gefühl haben, dass die Menschen zu dir kommen mit etwas, was sie beschäftigt. Wenn du aber bekannt bist als eine Person, die zulässt, als eine Person, die sich interessiert, als eine Person, die nicht schlecht redet, als eine Person, die positive Ausstrahlung hat, wirst du es erleben, dass Menschen, wenn Menschen in deinem Umfeld in der Not sind, sie das dir werden anvertrauen. Sei es auf dem Spielplatz, sei es in der Nachbarschaft, sei es am Arbeitsplatz. Unterwegs sein bedeutet Sinn. Unterwegs sein gibt Sinn fürs Leben. Ich erlebe das selber, wenn mir das Freude macht, wenn ich anderen Menschen dienen kann. Ich habe einen Spitalbesuch gemacht diese Woche und ich glaube, ich bin mehr gesegnet worden als der Mann, der im Spitalbett gelegen ist. Wer im Einklang mit Jesus lebt, bleibt nie bei sich selber stehen. Wer im Einklang mit Jesus lebt, wird ins Unterwegssein gerufen werden. Und darin liegt Sinn für unser Leben. Es ist nicht der Sinn, möglichst viel Geld anzuscheffeln. Es ist nicht der Sinn, möglichst viel Vergnügen zu haben, auch wenn ich gerne Vergnügen habe. Es ist nicht der Sinn, einfach möglichst viel aus dem Leben rauszusaugen, rauszureissen, sondern ein tiefer Sinn, der wirklich zufrieden macht im Leben ist, wenn wir in dem Auftrag von dem Jesus Christus unterwegs sind und da den Menschen Zeit schenken, den Menschen dienen, den Menschen begegnen und dort, wo es möglich ist, auch noch das Evangelium mit dem Maul verkündet. Es geht ums Teilhaben an der Mission Dei, heisst das, sagt man. An dieser Mission von Gott. Und Mission meint da Teilhaben an dem, was Gottes Herz bewegt. Teilhaben an dem, wie Gottes Herz schlägt. An dem teilhaben, mit dem sich eins machen und sagen, Herr, ich möchte wissen, für was dein Herz schlägt. Herr, ich möchte wissen, was für Menschen du auf deinem Herzen trägst. Herr, ich möchte wissen, wo eine Begegnung möglich ist.
Ich möchte es unbedingt wissen. Ich bin bereit dazu. Sei es in der Skihütte, sei es im Spital, sei es egal wo. Missio Dei heisst, ich schreie mich ein in das Beauftragtsein von dem Christus, von dem Gott, von dem Heiligen Geist, will er gesendet sein. Was für eine Freude. Was für eine Tiefe vom Leben. Was für ein Sinn vom Leben kommt durch das in unser Leben hinein. Wenn wir in dieser Spur immer mehr laufen. Uns gewöhnen daran, in dieser Spur hinein zu laufen. Und so einen Unterschied machen können. In der Weihnachtspredigt hat mich ein Satz von Dani Weber berührt. Er hat gesagt, die Grundlage für den Frieden ist die Geleit von Jesus. Jetzt müssen wir, du und ich, wir sind die, die auf die Grundlage bauen können. Die Grundlage ist Geleit. Was bauen wir darauf auf? Schlechte Gedanken, schlechtes Reden, Unsicherheit. Oder bauen wir darauf auf, ein Vertrauen schaffendes Umfeld, wo Menschen sich uns anvertrauen. Bitte euch aufstehen zum Gebet. Jesus, ich möchte auf keinen Fall, dass mein Glaubensleben ein Anhängsel ist als andere Leben. Ich möchte nicht dual leben, sondern möchte in einer Linie leben. Ich möchte dir nachlaufen, ich möchte von dir lernen, wie du Zeit genommen hast für Menschen und wie du mit Menschen umgegangen bist, von jeder Couleur. Und ich danke dir, Heiliger Geist, für das Wort, das wir haben, das uns so viel aufschließt. Und so bitten wir miteinander und sagen dir auch, nimm uns ein in die Missio Dei. Nimm uns ein in das, was dein Herz bewegt. Und lass uns am Morgen die Schuhe von der Bereitschaft anziehen und binden, damit wir gehen können. Danke vielmals. Ich ehre dich, Jesus. Du, mein Erlöser. Ich ehre dich, Vater im Himmel. Du Vater voller Vaterschaft. Ich ehre dich, Heiliger Geist. Der in mir wohnt. Der den Vater und den Sohn gross macht. Der mir Kraft gibt. Der mich führt und leitet. Der mir Gedanken gibt. Gedanken vom Frieden hin zu Menschen. Komm, Geist Gottes, leite uns. Geist Gottes, wir geben dir freie Bahn. Wir geben dir Platz in unserem Leben. Wir möchten dir Platz geben. Wir beklagen, wie viel dass der Alltag uns gefangen nimmt. Wir beklagen, wie oft dass wir dich vergessen, Geist Gottes. Wir beklagen oft, wie wir im Hamsterrad hocken und dich einfach vergessen. Heiliger Geist, komm, nimm du den Platz ein. Danke vielmals. Ich liebe dich. Ich brauche dich. Ich habe dich nötig. Ehre dich. Bete dich an. Ich erhebe dich. Ich rühme dich. Halleluja. Halleluja. Mein Herz erhebt sich zu dir. Ich will nicht auf Distanz gehen zu dir. Ich will näher sein von dir. Amen.